bin Johanna Bojara. Ich bin 36 Jahre alt und wohne in Rostock. Und ich bin die Referentin für Niederdeutsche und immaterielle Kulturerbe wie den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin Thorsten Börnsen, ich bin Geschäftsführer von Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen und darf jetzt in Reisner Schwerin. Moin, ich sitze hier mit Johanna Bojara und genau, magst du die Mogao vorstellen? Ja, ich bin Johanna, ich komme aus Rostock, bin 36 Jahre alt und ich arbeite beim Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und bin dort die Referentin für Niederdeutsch und immaterielles Kulturerbe. Und du hast aber auch mal was anderes gemacht, ne? Ja, das stimmt. Ich habe für einige Jahre im Kindergarten gearbeitet und da eben auch mit Kindern ein bisschen Plattdeutsch gemacht. Was für einen Bezug hast du zu Plattdeutsch? Also Plattdeutsch ist eigentlich mein Leben und begleitet mich schon seit ich klein bin. Und jetzt freue ich mich, dass ich das nicht nur im Ehrenamt machen kann, wie anfangs bei der Niederdeutschen Bühne Rostock oder auch beim Bundesrat für Niederdeutsch oder auch als Mitglied beim Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern, sondern jetzt eben auch hauptamtlich, ja. Wo hast du Plattdeutsch lehrt? Da bin ich sehr dankbar, dass meine Mutter, als ich klein war, immer schon mit mir Plattdeutsch gesprochen hat. Also wenn ich mich so richtig erinnere, bin ich nicht direkt so zweisprachig aufgewachsen, aber sie hat wirklich mich viel von der Sprache so umgeben und hat sich selber zu Hause auch immer Zettel hingestellt, da stand drauf Marita, schnack platt, sodass sie das in den Alltag immer reinbringt und auch nicht so vergisst. Und weil man das, ich merke ja selber auch, dass man da immer mal ins Hochdeutsche dann rutscht. Und da bin ich total froh, dass sie das gemacht hat. Du sagst, du bist gar nicht so 100% zweisprachig obwussen, aber du bist mit zwei Sprachen obwussen. Das, glaube ich, kann man sagen, ne? Ja. Ist das für Udine Sicht ein Vorteil? Wenn ich so mich zurückerinnere, auf alle Fälle und bis heute eigentlich, also wie gesagt, meine Mutter hat mich immer davon umgeben, hat immer viel Plattdeutsch gesprochen und auch selber im Beruf Plattdeutsch eben gemacht und so, sodass ich irgendwie da immer mit involviert war und damit zu tun hatte. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir ganz viele Wege so bereitet und Türen geöffnet, das Plattdeutsche. Und wenn ich so nachdenke, in der Schule war ich auch immer in den Sprachen besser als jetzt in Mathe und so. Vielleicht lag das auch daran. Also das Sprachverständnis war auf alle Fälle immer da. Wo schnackst du von durch Plattdeutsch? Mit wem und wo schnackst du von durch noch Platt? Also mittlerweile mit meiner Mutter auch immer ein bisschen. Da müssen wir uns auch manchmal dran erinnern, dass wir da nicht ins Hochdeutsche fallen. Dann hat es so angefangen so mit der Niederdeutschen Bühne Rostock, wo ich dann eben mitgespielt habe, auch mittlerweile seit fast 15 Jahren, so dass wir da an den Proben und so auch eben uns auf Platt unterhielten. Dann im Bundesrat für Niederdeutsch mit den Kolleginnen und Kollegen auch jederzeit. Und dann mit meinem Sohn seit fast 3 Jahren jetzt. Da schnack ich wirklich. Also da habe ich mir auch vorgenommen, den Fehler nicht zu machen, wie viele andere, dann eben nicht das Plattdeutsche weiterzugeben. Was für ein Bedüden hat Plattdeutsch oder auch, was verbindest du mit dem Spruch? Ja, ich habe ja schon gesagt, Plattdeutsch hat mir so viele Wege bereitet und ja, irgendwie so meinen ganzen Lebensweg geebnet, ganz viele Türen geöffnet und das ist so eine Herzenssache. Also ich verbinde eigentlich nur Positives mit Plattdeutsch und ja, es ist eben so meine Heimat, das verbinde ich damit, ganz viele Leute verbinde ich damit. Und das ist so ein Lebensgefühl und so eine Herzenssache einfach, ja. Was wusstest du als Kind waren? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war noch nie so festgelegt, dass ich immer irgendwas so richtig als Ziel vor Augen hatte. Wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, in der Schule hat meine Lehrerin gesagt, dass wir in der 5. Klasse oder so hat sie uns gefragt, was wir werden wollen. Habe ich, glaube ich, Tierärztin gesagt. Keine Ahnung warum. Mit Tieren habe ich nie was so richtig am Hut gehabt. Dann später, weiß ich noch, durch irgendeine Fernsehsendung wollte ich dann Choreografin werden. Aber mit Tanzen hatte ich eigentlich auch nichts am Hut. Und dann war es mal Gebärdensprache dolmetschen und Logopädin. Und ja, dann habe ich irgendwann im Kindergarten ein Praktikum gemacht und dann wurde es Erzieherin. Das wusstest du Glicks, das ist hier mein Job. Also so, hast du Glicks ein Gefühl für halt? Ja, so ein bisschen. Meine Mutter ist auch gelernte Erzieherin oder damals noch Kindergärtnerin und ich glaube, sie hat auch immer vieles vermittelt, was vielleicht nicht ganz so schön ist an dem Beruf. Vielleicht hatte ich das deswegen nicht so ganz auf dem Schirm, aber dann habe ich das selbst erlebt und so den Umgang mit den Kindern und ja, das hat total Spaß gemacht und dann, ja, wurde es das. Wann bist du ob die Idee gekommen, dass
die Beruf mit Plattdeutsch zu verbinden? Bist du drin und hast gesagt, moin, ich bin Johanna und sie schnackt jetzt mal Plattchen rund oder brugt das so ein bisschen um warm oder hast du mal einen Rundreit oder die Gedanken morgen vertellen? Ja, das ist auch, also ich weiß noch, dass meine Chefin damals, habe ich in Warnemünde in der Kita da angefangen, dass die mich auch total unterstützt hat. Die kannte meine Mutter auch wieder und wusste, dass ich eben mit Plattdeutsch auch irgendwie groß geworden bin und so und hat mich da auch unterstützt und auch 2 Kolleginnen hatten schon so ein bisschen was mit Plattdeutsch da gemacht und haben mich dann eben auch motiviert, das zu machen. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich auch totale Hemmung erstmal hatte und unsicher war, weil ich im Alltag zu der Zeit noch nicht so viel mit Plattdeutsch zu tun hatte. Und ja, deswegen brauchte ich auch erstmal ein bisschen, um warm zu werden. Und dann wurde es aber immer mehr. Und dann auch mal bei kleinen Konzerten, dann mit den Kindern beim Auftritt mal was auf Platt vorgeführt oder mal ins Pflegeheim gegangen zu den Älteren und da mal was auf Platt aufgesagt und so. Also das kam dann so peu à peu. Aber ich kann es total verstehen, wenn manche Leute sagen, oh nee, ich traue mich nicht Platt zu sprechen, weil nicht, dass ich was falsch mache oder so. Also das, obwohl ich damit aufgewachsen bin, kann ich das gut verstehen, ja. Was wäre der Achtergedanke? Wäre die das wichtig, den Spruch zu vermitteln? Oder hast du gedacht, so jetzt reicht das auch mal mit Isenbohnen spielen hier und Buchklötzen und so, jetzt irgendwie mal platt? Oder wie bist du überhaupt so gekommen? Ich glaube beides irgendwie. Also das ist so, warum nicht? Also wir brauchen die Kinder, um die Zukunft des Plattdeutschen irgendwie zu sichern. Das ist nun mal so. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass mir Plattdeutsch auch Spaß gemacht hat und dass es eben immer auch irgendwie so was Besonderes war, leider, wenn man Plattdeutsch konnte, gerade als junger Mensch. Und dann habe ich nachher bei den Kindern gesehen, wie stolz die denn waren, dass die was konnten, was ihre Eltern ja zum Großteil nicht können. Und dann da mal einen raushauen und so. Also das war ganz niedlich und schön. Und ja, da bin ich ganz froh. Nee, ich habe wirklich von den Kindern durchweg Positives immer nur gehört. Also die hatten da wirklich Spaß dran. Ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man es rüberbringt. Ja. Wenn man selber Freude hat und das dann so vermittelt. Ich denke, dann überträgt sich das auch auf die Kinder. Ja. Es gab hin und wieder auch mal Elternteile, so gerade in den Anfängen, die dann meinten, naja, die sollen erst mal lieber richtig Deutsch können oder dann ist Englisch wichtiger und so. Ne? Und dann konnte man mit diesen Vorurteilen aber eben auch irgendwann ein bisschen aufräumen und ja, also die Kinder hatten total Freude. Ja, da höre ich von einigen Kindern noch, die jetzt in den Hort dann gekommen sind. Ja, Johanna, wann kommst du mal zu uns und machst da mit uns platt? Und ja, ja schön. Das ist natürlich das schönste Kompliment, ja. Hast du das Gefühl, dass man Kinder, ob das so ein positives Grundgefühl für Plattdeutsch mitbringt? Gut, die waren ja nicht am Ende allflüssig Plattdeutsch schnacken können. Ne? Aber ist das vielleicht ein Vorteil, dass man sagt, die haben sozusagen für ihr ganzes Leben so eine Grundierung mitkriegen, Platt ist cool, also so, das war Schönes. Ja, gerade im Kindergarten kann man wirklich schon den Grundstein legen und das war auch so mein Ansinnen, ne, dass man damit eben anfängt und da gerade in dem Alter, die Kinder haben erstens total Freude, sind ja leicht zu motivieren und haben Spaß dran und die nehmen ja alles auf wie ein Schwamm, das ist ja... Gibt es ja eigentlich gar keine Nachteile, ne? Warum man das nicht machen sollte. Wie muss man sich das vorstellen? Sitten dann Aal in Morgen kriegen und lernen Vokabeln? Oder wo ans muckt man das? Das wäre ja super langweilig. Nee, also der Traum ist ja eigentlich immer, dass die Kinder den ganzen Tag vom Plattdeutschen umgeben sind. Das wäre dann natürlich toll, wenn man 2 Kollegen in der Gruppe hätte. Einer spricht Hochdeutsch, einer Plattdeutsch. Und das immer den ganzen Tag. Das ist natürlich in der Realität dann immer ein bisschen anders. Ne? Wir haben mit dem Personal und so, das, glaube ich, kennen die meisten Einrichtungen, dass das eben nicht so leicht umsetzbar ist. Aber man kann eigentlich alles, was man auf Hochdeutsch macht, auch auf Plattdeutsch machen. Ob es jetzt ein Würfelspiel ist, bei Mensch ärger dich nicht, die Zahlen auf Platt üben, beim Seilspringen auf dem Hof auch das Zahlen üben. Ja, also das geht überall. Ne? Man kann beim Basteln Dessert und malen wieder Papier und wie malen jetzt die Sünden. Oder ich weiß nicht. Ne? Also das geht eigentlich alles, was auf Hochdeutsch geht. Das ist wie in einer anderen Fremdsprache ja genauso. Ne? Das muss man ja wirklich als Fremdsprache sehen. Und ja, das ist also total gut umsetzbar. Ob es Musik ist oder Mathe oder geht alles auf Platt. Da kann man eben loslegen mit kleinen Tischbrüchen oder mal eine Frage beim Mittagessen. Wer möchte noch was essen? Oder ne, so ein bisschen so kleine Sachen reinbringen. Oder man nutzt eben die Handpuppen aus unserer Heimatschatzkiste, die dann eben mal einen neuen Tischspruch oder einen Reim oder ein Lied oder so mitbringen. Und bringt so peu à peu ein bisschen Plattdeutsch rein. Früher hätte man gesagt, Kinder mit einem Spruch lernen, sonst lernen sie der zweite überhaupt nicht richtig. Wo siehst du das? Du kommst ja nun aus der Praxis. Was sagst du dazu? Nee, das ist ganz großer Quatsch. Und das hat sich auch widerlegt. Nein, heute weiß man, Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit ist das Beste, was man den Kindern auch so mitgeben kann. Und in Deutschland ist es ja wirklich meistens die Einsprachigkeit. Aber wenn wir in die Welt gucken, ist das ja eigentlich absonderlich, dass man nur eine Sprache kann. Ne? Die meisten können mehrere Sprachen. Und das ist wirklich nur ein Gewinn und ein Mehrwert.
seit wann bist du jetzt beim Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern? Ich bin jetzt angestellt seit 01.01.2025, also jetzt seit diesem Jahr und habe aber schon mal vorher hier auch gearbeitet. Okay. Spannend. Vertell's mal. Genau, ich habe vor ein paar Jahren, da gab es das Projekt Heimatschatzkiste beim Heimatverband. Ja. Ja. Und da durfte ich dann auch schon ein bisschen mitwirken und zum Ende hin sogar die Projektleitung noch zu Ende führen, bis das Projekt dann eben abgeschlossen war. Und ja, da habe ich auch schon einige Einblicke dann in die Verbandsarbeit bekommen und hier reingeschnuppert. Vertellst du mal ganz kurz, was der Heimatschatzkiste ist? Die Heimatschatzkiste ist also eine große Materialsammlung für alle Kitas und Horte, wurde die vor ein paar Jahren zusammengestellt und an alle Kitas und Horte im ganzen Bundesland verteilt, kostenfrei. Das hat das Land übernommen, die Kosten. Und der Heimatverband hat das eben umgesetzt. Und da sind über 20 Materialien drin, über verschiedene Themen der Heimatbildung und zum Niederdeutschen und die eben den Erzieherinnen und Erziehern oder anderen pädagogischen Fachkräften helfen sollen, eben unsere Themen an die Kinder weiterzugeben und auch eben und das Niederdeutsche. Vertellst du mal bitten über den Abgaben, den du bei den Heimatverband hast? Was muckst du hier eigentlich? Was muckst du so den ganzen Tag? Ja, wirklich. Wir haben viele Projekte, die im Jahr so stattfinden, die immer so feststehen, so feste Termine. Da haben wir die Plattdeutschen Wochen, die jedes Jahr stattfinden, immer Ende Mai, im Juni. Wir rufen das ganze Land auf, Plattdeutsch eben sichtbar zu machen. Ob kleine Lesungen oder Konzerte oder eine Stadtführung auf Platt oder was gab's? Eine Mittagspause auf Plattdeutsch. Mittagspause mit Kartoffelsuppe und plattdeutschen Vokabeln. Also so kleine Sachen, aber die eben Plattdeutsch einfach sichtbar machen und zeigen und auch hörbar machen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und Plattdeutsch ist ja auch bunt und ja, da wollen wir einfach zeigen. Und ja, unsere Sprache ist uns wichtig und da gibt es viel. So 2025 hatten wir knapp 60 Veranstaltungen, die dann im Land stattfanden. Vielleicht auch noch mehr, aber wir sammeln das dann immer in einem Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite. Und da freuen wir uns natürlich auch, ne, wenn da dann so eine Vielfalt ist, auch plattdeutsche Gottesdienste und sowas alles. Ne? Ja. Und ja, da kommt schon viel zusammen. Und wir rufen jetzt natürlich noch mehr auf, haben jetzt auch noch geguckt, welche Partner wir da noch mit reinholen können, dass wir im nächsten Jahr vielleicht noch mehr erreichen. Was so plattdeutsche Wecken sind zwar Tokum ja fair Wecken, aber irgendwann sind die ja auch Was passiert denn? Also wir haben, was das Plattdeutsche noch so angeht, auch unseren Arbeitskreis Niederdeutsch, der immer 2, 3, 4 Mal im Jahr zusammenkommt und digital und sich dann auch austauscht. Da sind auch verschiedene Leute einfach mit drin aus verschiedenen Gebieten, ob auch aus der Wissenschaft oder aus der Kirche und von der Niederdeutschen Bühne und vom NDR, ne, von den Medien, dass man einfach so ein großes Gebiet irgendwie so auch abdeckt und einfach guckt, was überall so läuft und sich so ein bisschen austauscht, was man noch machen kann. Dann haben wir auch immer die runden Tische Plattdeutsch, die so stattfinden, 2-mal im Jahr. Einmal digital, einmal in Präsenz, sodass auch da auch über die Landesgrenzen hinaus, wenn es digital ist, die Leute eingeladen sind, einfach mal sich vorzustellen, sich ein bisschen auszutauschen mit den anderen Plattschnackern. Ja, und dann bin ich ja auch fürs immaterielle Kulturerbe zuständig. Da gibt es ja auch im ganzen Jahr Veranstaltungen und Feste, die so stattfinden. Da haben wir auch den Arbeitskreis Traditionelle Textilien oder den Arbeitskreis Trachten und Tanz, die sich dann eben auch für unser kulturelles Erbe einsetzen und engagiert sind. Magst du dir erfahren, dass junge Leute mir nie schwierig war, dort platt? Oder ist das eigentlich konstant? Also so, da hat sich doch nicht viel. Doch, ich glaube, das gibt auch so einen kleinen Ruck irgendwie. Ja. Das ist doch wirklich was Schönes so mit dem Plattdeutschen. Und ja, ich merke immer, wir müssen wirklich so ein bisschen davon wegkommen. Ganz viele von den älteren Leuten haben immer noch dieses Plattdeutsch und mein Platt und das ist so nicht richtig und so. Und das muss weg, ne? Damit die jungen Leute sich auch wirklich trauen und das einfach so versuchen und machen und so. Aber doch. Da gibt es was. Ja, da muss es einfach noch mehr Angebote geben für die Zielgruppe. Es gibt viel für die Kitas, so wie mit der Heimatschatzkiste, wie auch immer. Ja. Dann auch so für ab 50 oder so, ne? Konzerte, Lesungen und sowas. Aber für die dazwischen brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und da sind wir dann eben auch noch dabei, uns was zu überlegen. Ja. Gibt es so einen richtigen Pluspunkt davon? Würdest du das sagen? Oder ist das im Grunde ähnlich konzertal und mucken auch auf Hochdeutsch? Also ich würde auf jeden Fall heute hier vermutlich nicht sitzen. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Platt im Beruf ist auch das Thema. Und ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich denn heute wäre. Also Plattdeutsch ist wirklich ja so von Stück für Stück seit der Schule hat mich das so begleitet. Und ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass was ohne wäre. Ja, vielen Dank. Ist ja gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?